Für das Wohnen auf dem Land haben sich in der Oase Thalham 17 Erwachsene und 4 Kinder zusammengetan. Heute wird ein Geburtstag gefeiert. Städter und Landvolk, Hiesige und Zugereiste, alt und jung, wohnen hier zusammen. Mit mehr Platz, mehr Natur, mehr Gemeinschaft, in ruhiger Umgebung und auch günstiger als in der Großstadt. Ich bin vor 3 Jahren von Minge hergezogen. Ich kann mir beides eigentlich vorstellen. Ich finde es hier ideal, weil so die Städte sind nah, Rosenheim, München auch noch Kufstein, so ist es alles irgendwie schnell erreichbar. Und trotzdem ist es ländlich, ein bisschen ruhiger für die Kinder. Ich bin hier auf diesem Grundstück aufgewachsen. Genau. Da war unser Elternhaus, da wo wir jetzt stehen, war eine Schreinerwerkstatt und ein Nebengebäude. So ein blaues. Sie lebt hier mit ihrem Mann, der vor 40 Jahren zugezogen ist. Für Schorsch Röhrmoser ist das Leben auf dem Land alternativlos. Ich bin in der Landwirtschaft aufgewachsen und eigentlich im Holz groß geworden, wenn man es genau nimmt. Ich habe ja lange auch in der Stadt gearbeitet. Arbeiten ist okay, aber rausfahren, das brauche ich. Ich brauche eine grüne Fläche, ich brauche Wiesen, ich brauche Viech. Ich brauche einen Wald, einen Berg, damit ich mich wohlfühle. Also das gehört mit dazu. Viele Bruckmühler arbeiten im nahegelegenen Rosenheim. Inzwischen zählt der Ort schon zum Münchner Speckgürtel. Rund 1.000 € kostet ein Quadratmeter Bauland. Die Radien, die werden immer weiter. Also zuerst waren es so die Trabantenstadtteile um und um, also Riem, Neubiberg und so weiter. Und das ist dann immer weiter rausgegangen. Und was war dann? Natürlich ist der Bauboom war und logischerweise dann die Baupreise. Also die Baulandpreise sind natürlich gestiegen. Also dort ist es direkt explodiert. Zu den Bau- und Mietpreisen kommen die Kosten für Mobilität. Kinder zum Sport bringen, Freunde besuchen, in die Arbeit fahren. Die 17 Erwachsenen der Oase Thalham haben 11 Autos. Zwischen 2- und 3-mal pro Woche pendle ich von Bruckmühl nach München. Fahre ich schon so um 6:30 los. Und oft sind es richtig lange Tage und ich komme auch schon um 9, halb 10 heim. Ja. Das langt dann auch. Die Frauen und die Kinder sind da in der Gemeinschaft gut aufgehoben. Aber die Kinder vermissen den Papa schon. Ganz langfristig gesehen möchte ich schon eher was Näheres finden. Das Leben auf dem Land möchte er nicht aufgeben. Viele Bewohner der Oase Thalham arbeiten nicht am Ort. Sie pendeln in die Stadt. Das nervt. Auch mit dem Zug. 2 bis 2,5 Stunden hin und zurück ist Martin Neumann unterwegs. Es ist schon auch anstrengend, weil es ist halt so, der Zug fährt nicht immer. Dann steht man am Bahnhof, wenn es kalt ist. Und ja, es ist auch eine gewisse Zusatzbelastung. Aber ich persönlich bin gerne bereit, diesen Preis zu zahlen für die Annehmlichkeiten und Vorteile, die man halt auf dem Land genießt. Wenn ich dann von einem gepackten Alltag von der Stadt da wieder in die Oase zurückkomme, so wie die ja so schön heißt, dann genieße ich diese unglaubliche Ruhe nachts. Das ist wirklich Erholung und Erholung pur. Ja, genau. Und die hat ihren Preis. Denn laut Mietspiegel kostet ein Quadratmeter in Bruckmühl zwischen 11 und 18 € im Monat. Die Gemeinschaft der Oase Thalham hat vor gut 10 Jahren gerade noch rechtzeitig gebaut und damit Eigentum geschaffen. Es würde deutlich schwieriger werden, sowas halt hinzustellen. Ich traue mir es aber trotzdem zu. Also ich würde nicht abraten, weil es ist auch an und für sich so. Alle Zeiten hat es irgendwo Schwierigkeiten gegeben. Aber es war vom Finanziellen her deutlich schwerer, sowas heute durchzuziehen. Das Land als günstige Alternative zur Stadt? In bestimmten Landkreisen in Oberfranken und der Oberpfalz, ja. In weiten Teilen Bayerns jedoch ist auch das Wohnen auf dem Land teuer. Aber schön.